Eisbär Lars und das Schneegänsli Pieps die Flugkünste der Möwen. Oh, das Pieps will so gern auch fliegen können. Ja gut, wir können es einmal probieren, meint der Lars. Das Pieps ist ganz aus dem Häusli. Und der Lars gibt sich alle Mühe, auch wenn er vom Fliegen nichts versteht. Und das Pieps findet es einfach wunderbar. «Achtung!» ruft der Lars. «Starten! Musst mit den Flügeln flattern! Mit den Flügeln! Oh!» Das ist gerade noch mal gut gegangen. Armes Pieps. Aber schon hat es etwas Neues entdeckt. «Schau, Lars! Die Sonne kommt zu fliegen!» Aber das weiss der Lars besser. Das sind doch die Wetterballone von der Polarstation. Auf einmal hört man die Messinstrumente in den kleinen Chören piepsen. «Hörst du, Lars? Da ist bestimmt ein Schneegänsli drin!» «Was echt?» sagt der Lars und schnappt sich den letzten Ballon, gewundert wie er ist. «Hallo, wer ist da drin?» ruft das Pieps. Aber die Messinstrumente piepsen einfach weiter. Die Ballonschnur zerrt und reißt. Ein starker Windstoß und das Unglück ist passiert. «Ciao, Lars! Ich fliege bis zum Himmel und noch höher!» «Pieps, komm zurück!» ruft der Lars. Aber das hört das Pieps schon nicht mehr. Der Lars ist verzweifelt. «Oh, Pieps!» schluchzt der Liesli. Dann sieht er den Landeplatz der Möwen. Die müssen helfen. «Hey, ihr Möwen, kommt! Das Pieps hängt oben im Wetterballon und kann doch gar nicht fliegen. Und ich auch nicht.» Aber die Möwen kreischen nur. Sie sind Kunstflüger, keine Lebensretter. Jawohl. «Ich mache alles, was ihr wollt», verspricht der Lars. Aber die Möwen lachen. Er kann sicher nicht einmal richtig tauchen. «Mo, bis ganz runter. Dann soll er den Plempel von ihrer Glocke aufholen. Und sie holen dafür das Pieps.» «Gut, aber pressiert!» ruft nicht der Lars nachher. Unterdessen ist es am Pieps unheimlich geworden. Der Wind treibt es weiter und weiter fort. «Hilfe, Lars! Hol mich wieder runter!» Aber von so hoch oben runter hört das niemand. Und darum will das Pieps noch mal probieren zu fliegen. Zum guten Glück sind die Möwen schon unterwegs und das Pieps kann weich landen. «Ich kann fliegen! Ich kann fliegen!» Und der Lars hat den Plempel gefunden und bringt die Glocke wieder zum Läuten. Und dann hört er noch etwas anderes. Ein piepsiges Stimmli, das «Lars, Lars!» ruft. Die Möwen haben es wirklich geschafft. Der Lars jubelt vor Freude. Ja, und dann? Dann probiert das Pieps zu fliegen. Gerade nochmal. Und das Mal sieht es aus, als könnte es wirklich gelingen. «Juhui, juhui! Ich kann allein fliegen!» «Oh, Pieps, bin ich froh», sagt der Lars und hebt das Pieps ganz, ganz fest.